Bier irgendwo vergessen. Habe ich mein Bier vergessen? Ja, du hast das Bier vergessen. Komm, geh das Bier holen, ich mache das Intro. Alright. Ciao zusammen. Also, für euch ist das jetzt wahrscheinlich etwa 4, 5, 6 Tage später. Für mich und den Ricky ist es einmal aus dem Studio rauslaufen, die Möps streicheln und wieder ansitzen später. Aus dem Grund ist Hocktour auch immer noch aktuell. Und ja, nein, wir haben gedacht, wir machen einen Podcast und haben jetzt einfach halt 2 Folgen gemacht, weil wir ein bisschen zu viel geschnurrt haben in der Greenfield-Folge voran. Das war ein bisschen zu viel gewesen. Also es wäre jetzt wirklich zu viel gewesen, um nochmal Ja, wir hätten 5 Stunden 3 gemacht. Shows und die letzte Whiteout-Show nochmal zu verarbeiten, weil das wird sicher auch noch ein Zeitchen gehen heute. Ja, Hey, voll. ja. Ja. Nein, ein Stündchen, oder? Knackiges Stündchen schaffen. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Das wäre das Beste. Dann kann ich ein bisschen Wahlheim geben. Alter, dann ist schon 8:45. Dann fick mich doch ein Pferd. Hey. Wir so, ja, machen wir Sonntag schon Musst mal schauen, da. Ich habe eine SBB-Uhr bekommen. Das ist schon sick. Hast du SBB-Uhr? Ja. Damn, alright. Das ist voll geil. Geil Scheiß. Ja. Alright. Ja, willkommen. Folge Nummer 45. 45. Bin Das schlimmste Jahr in der deutschen Geschichte. ja, tatsächlich. Und ja, deswegen wir tun mal ein bisschen den Recap nach dem Greenfield, weil wir haben vorher vor dem Greenfield geschnurrt. Genau. Das war fun. Und 2 Tage nach dem Greenfield habe ich dürfen für die Boys von Sons of Coherence in Dynamo Ja. filmen. Genau. Sie sind nämlich Support von Igor. Also Igor ist Igor. Der wilde Franzose. Ja, stimmt, das ist Das crazy. war geil gewesen. Ja, sie haben keinen Backstage gehabt, weil Igor einfach irgendwie alle Backstage-Räume gebraucht hat. Alright. Sie haben dann nachher so ein Räumchen bekommen, wo sie das Zeug einstellen können, so im Haus nebendran. Das war noch cool gewesen. Ja, Der Haus nicht mehr dran. ja, das war noch lustig gewesen. Und ich habe gedacht, geil, endlich sehe ich mal den Backstage oben. Ich habe den Backstage oben nicht gesehen. Das ist schon wunderlich, bin ich gesehen. Ich auch nicht. Sieht der Backstage oben im Dynamo aus? Also ich weiss, wie er aussieht, ich habe Fotos gesehen, aber... Oder vielleicht gibt es gar nicht, das ist einfach eine Illusion. Es gibt einen Es Show, hat aber es nie kommen ja jemand- immer Leute oben raus. Oder meinst du, das ist so ein direkter Tunnel ins Hotel? Richtig, ja. Ja. Oh ja, das wäre praktisch. Das wäre geil. Ja. Aber ich glaube es nicht, es hat noch Straße dazwischen und das Haus ist ja oben nicht am Hocker dran, sondern ist freistehend. Ja. Hey ja, egal, nein, das war lustig gewesen. Also, wir sind mit den Boys an, dann haben wir ein bisschen gekapselt draussen, ein bisschen gefilmt. Sie haben einen Soundcheck gemacht. Ja. Hure laut, den Soundcheck haben sie gemacht. Also, es ist hure laut, Alter. Die sind so laut immer, das ist unglaublich. Sons of Coherence ist immer mega laut. Laute Menschen, ja. So, ja, nein, sie spielen auch digital, aber haben kein In-Ear, darum müssen sie alles über Monitore machen. Das ist wirklich hure laut auf dieser Stage. Das ist ja mega laut, ja. Voll. Das ist hure laut auf dieser Stage, aber ist ja easy. Und ich habe eigentlich ein bisschen, sie haben gesagt, ich soll ein bisschen filmen, so zum ein Reel machen. Das Reel ist draussen, das könnt ihr jetzt schauen. Cool, ja. Oder sie haben auch Live-Aufnahmen wollen, um ein bisschen Promo machen für ihr neues Zeug, das jetzt noch kommt. So gescheit, ja. Und es ist mega lustig gewesen, weil ich so im Graben wollte filmen und dann ist der Graben einfach so eng gewesen, dass ich nicht wirklich gescheit durchlaufen konnte. Und von hinter der Bühne habe ich auch nicht filmen, weil ich nicht hinter die Bühne gekommen bin, weil alles vollgestellt war mit Material von Igor. Und die Mischerin, die Monitormischerin im Weg gestanden ist. Also nicht im Weg gestanden ist, aber im Weg von mir zu hinter der Bühne. Hat Igor überhaupt eine Liveband? Ja. Wirklich? Es waren etwa 7 Leute auf dieser Bühne. Und dann ist nachher, dann habe ich eigentlich also die einzige Möglichkeit, die ich hatte, wäre hinter das Schlagzeug stehen, wo gerade bei den Stegen gestanden ist, weil es so rechts weg vom irgendwo gestanden ist, weil einfach die ganze Bühne vollgestellt war mit Igor-Stuff. Und das ist wirklich lustig, ich habe nicht hinterher können. Also ich hätte schon können, aber ich wäre allen auf den Sack gegangen. Darum habe ich gedacht, lass uns gescheiter sein. Wenn ich schon einen Working Pass bekommen habe, dass die Securities mich nicht ausrühren, habe ich gut gefunden. Das war nice. Das war von Act Entertainment, also von denen, die Greenfield organisiert. Oh, schön. Ja. Und ja, also Sons of Coherence, das war vor allem voll am Schluss. Am Anfang hure leer, sie haben 3/4 Stunde gespielt. Und dann am Schluss ist es gut voll gewesen. Und ja, also sie sind wirklich gut. Sie sind wirklich gut. Der Sanchi, der Sänger, hat stabile Ansagen gemacht, hat gutes Publikum mitgezogen. Sehr gut, ja. Sieht aus wie der Ola England live. Und das war geil gewesen, ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber ja, darum, es ist ein bisschen einseitig, weil du halt nicht dabei bist. Ja, voll, ja. Nicht so viel drüber schnurren. Nein. Ja, eben, Dienstag nach dem Greenfield bin ich immer noch ein bisschen durch. Ich auch. Ja, Also, aber- ich bin komplett am Arsch gewesen. Du hast mir Mitleid. Aber ich bin nachher was ist am Mittwoch? Mittwoch war auch noch mal so etwas gewesen. Das war Mittwoch gewesen. Mittwoch habe ich auch mal so ein Zeichen gemacht. Oder nicht? Du bist ja in einem Konzert gewesen, glaube ich, ja.
Weil ich weiss, für mich war die ganze Woche ausgebucht, um wieder Whiteout-Songs zu lernen zum letzten Mal. Weil, ja. ist Nein, dann- am Mittwoch ich bin mit den Aussendienstler unterwegs gewesen, und am Mittwoch habe ich am Abend noch müssen auf Vinti gehen, zum Merchandise einpacken, weil wir ja Merchandise vertickt haben. Mhm. Und ich nachher musste Shirts machen für die Show in Luzern und in Ja. Baden. Und darum habe ich noch auf Vinti müssen fahren. Also ich bin von irgendwo ich weiß nicht, wie das Kaff geheißen hat, von Laufenburg mit dem Zug auf Vinti. Laufenburg. Ja. Hure weit gewesen. Ja, es klingt weit. Und dann heim. Und Ich darum weiß nicht, wo es ist, aber es klingt weit. Es ist für die Nähe von da. Oh, Und ich bin fast nie die Heim gewesen seit dem Greenfield. Mhm. Also ich bin wirklich seit dem ersten Konzert in Basel bin ich eigentlich fast nie die Heim gewesen. Ja. Nein, weil ich habe seit dem Bullhead Festival nicht wirklich Gitarre geübt für Whiteout. Und dann habe ich Hey, wir haben ja jeden Freitag geprobt. Nein, in letzter Zeit eben weniger. Wir haben das ganze die Meetings und so. Aha, so also ihr habt ein einfach Thema. Bandstuff gemacht. Ja, genau. Okay. Und dann in letzter Zeit haben wir auch recht viel Anwesenheit gehabt. So haben wir es nicht können. Und dann habe ich geübt und parat gemacht für den Last Dance. Oh. The Last Dance to Sing. Voll. Ja, Ja. und dann haben wir ich habe auch ein bisschen Valheim gespielt. Die Luft ist draussen im Vergleich zu voran. Hey. Ja, Das ist voll. geil. Ah ja, das habe ich gemacht. Mhm. Montag habe ich noch frei genommen. Ich habe gelernt, nach dem Festival lieber einen Tag frei nehmen. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Und ja, that's it. Und dann sind wir, glaube ich, ihr sind ja noch am Freitag im Konzert. Sie fliegen. Wir haben probiert dann. Ja. Ja, wir sind am Freitag auf Luzern rausgefahren. Mhm. Absolut im Stau gestanden. Richtig schlimm gewesen. Also Mhm. Stau des Todes gehabt. Mhm. Und dann zu Luzern angekommen. Und dann haben wir gesehen, dass das Bruch Brothers das Ebri von Luzern ist. Einfach in ein bisschen aufgeräumter. Das war nie gewesen. Nein, ich war nie im Bruch Brothers gewesen. Ja, mal mit Among Vultures hat er gespielt. Und Whiteout. Und weiter, genau. Okay, ja, Wild geil. Among Vultures. Es ist eine geile Location. Hure Mhm. cool, mega nice, mega nette Leute. Schon halt chillig, ja. Gibt es Trinken, gibt es Essen. Mhm. Hure cool gewesen. Ja, No Kings, No Slaves gespielt als Opener. Mhm. Wir haben das wirklich überlegt, so, Alter, wieso machen wir das? Wieso nehmen wir einfach immer die besten Bands ever Eben. und sie sind unser Opener? Gut, Ballers nehmen starke Openers. Weil nachher, weißt du musst sogar mehr. Es pusht dich weiter. Es ist wirklich hure gut gewesen. Also, wir sind Texas, No Kings, No Slaves hat hure abgerissen. Es ist wirklich eigentlich ein relativ unspektakulärer Abend gewesen, was, also nicht was die Show angeht. Die Show war super gewesen und alles richtig geil, stabil. Wir haben die Probe super genützt, um nachher einen Tag später im Werk Baden auf der grossen Bühne zu stehen. Es war stabil gewesen. Ich bin schier durchgedreht. Also es war so warm gewesen dort oben und ich bin vom Greenfield noch am Arsch gewesen. Also meine Stimme ist schon ich habe gut geschafft, dass ich wochenlang nicht rumgeschrauben habe oder rumgeredet habe, dass ich einigermaßen performen. Und ich bin aber ab der Hälfte vom Set bin ich so am Arsch gewesen, dass ich wirklich jedes Mal, zweimal bin ich fast, ist mir schwarz vor Augen geworden. Über 3 Mal irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt macht es dann anstatt ein schöner Scream. Ja. Und es ist wirklich einfach nur es ist wirklich ein Krampf gewesen. Ich musste es arbeiten. Aber ich glaube, durch deine langjährige Erfahrung, dein System, weißt du, wie das durchführen bis zum Schluss. Ja, ich habe einfach gewusst, jetzt muss ich ziehen, sonst kommt es nicht. Jetzt muss ich einfach beide am Boden stellen und einfach drücken. Und auch wenn es dunkel wird, merkst du schon, bevor du umgehst. Genau. Ja, das ist wirklich das ist insane gewesen. Irgendwann habe ich das Gefühl, es sei eine gute Idee, mir eine Flasche Wasser über den Kopf zu leeren. Das war kurzfristig eine gute Idee gewesen, bis ich den Song angefangen zu spielen, weil dann ist das Plektrum aus der Hand gefallen, weil alles rutschig war. War blöd. Ja, und dann 4 Lab gespielt nach uns. Und es ist wundergut gewesen. Einfach stabil. Ja. Es war einfach ein stabiler Abend gewesen. Und dann um 12 Uhr haben alle das Gefühl, sie müssen Happy Birthday singen. Und dann habe ich ein Bier getrunken und dann sind wir heim. Ja? Wer hat auch wieder gesungen? Hä? Wer?
Du meinst am Freitag? Ja. Ich bin immer am Freitag. Ich bin überlegt, wann hast du Wasser in deinem fucking Kopf? Das ist immer noch ist immer noch schon voran. Bei den anderen sind wir noch gar nicht angekommen. Nein, ich bin so überlegt, what the fuck, sind wir gerade den Speed, Nein, Speed ahead gegangen? Auf der Bühne im Werk war es nicht so heiß gewesen. Das ist ganz okay gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also bei uns noch. Und ich so nachher überlegt, haben wir um 12 Uhr noch Happy Birthday gesungen? Nein, am 12 Uhr haben die irgendwie Soul Down the River gesungen oder so. Ja. Oder Hate Crime oder so. Nein, euer Song heisst nicht Hate Crime, euer Song heisst Hate Love, oder wie heisst der? Hate Crime, Alter, let's go. Hate Crime ist ja ein Vers. Wir haben den Song, der Hate heisst, und wir haben den Song, der Hate Life heisst. Und die haben Hate and Crime. Ja, genau. Und wir haben, also es ist wirklich, Luzern ist gut gewesen, es ist stabil gewesen. Ja. Kein Merchandise verkauft. Ich glaube, ein Shirt. Alright. Das ist ja gleich. Nächsten Tag auch kein Merchandise verkauft. Viele andere Bands gefühlt haben, sie müssen das Zeug verschenken. Ja, das heisst Penetrationsstrategie. Das ist wirklich gut. Ja, aber du kannst nicht einen Markt penetrieren, wo du 10 Jahre schon drin bist, Alter. Ja. Jetzt mal, ich bin gestern, Bernerinnen haben mit mir diskutieren, wie lange das Whiteout gibt, und sie hat behauptet, es gibt Whiteout länger als Eversis. Wirklich? Ja. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass das nicht stimmt. Krass. Was ist das? Eine Kollegin von Michael. Funny gesehen, dann sind wir heim und dann sind der Butch und ich heimgefahren und irgendwann am Morgen um 1:30 bin ich dann im Bett gewesen. Am Morgen aufgestanden, völlig am Arsch gewesen. Einfach, ich habe nicht gesoffen, ich habe ein Bier gehabt, aber einfach so, ich fühle mich einfach am Arsch. Es war immer das Greenfield gewesen. Ich habe mich gefühlt wie am Greenfield am Morgen aufstehen. Und man muss sagen, also, weißt du, ich denke... Ich bin das erste Mal mit 30 aufgestanden. Ja, das stimmt auch. Das ist, ja. Aber nein, also das kenne ich auch im Fall, auch wenn ich nicht trinke und was auch immer. Nach einem Konzert stehst du auf und du bist einfach kaputt den ganzen Tag. Aber das ist das, was du vorhin gesagt hast. Es ist 100% das, was du vorhin gesagt hast. Weil wir einfach, sobald wir in dieser Location rein sind, wir haben keinen geregelten Ablauf mehr. Es ist nicht mehr... Sonst, wenn du normal gehst arbeiten, stehst du auf, isst vielleicht ein Gipfeli, gehst ins Büro, trinkst einen Kaffee, dann hast du Mittagspause, dann gehst du heim, dann isst du Nacht und dann machst du wieder etwas. Aber wenn wir in dem Ding sind, dann sind wir einfach die ganze Zeit irgendwie am Mate saufen, weil ja, wenn du kein Bier trinkst, ein Wasser trinkst du dann gleich einfach auch nicht. Weil du willst ja Mate, Red Bull, Cola. Weil du willst ja trotzdem ein Getränk in der Hand haben, weil irgendwie, das ist das Schwierigste am nicht saufen, ist kein Getränk in der Hand haben. Deswegen, ich finde, es ist schwieriger aufhören zu rauchen, als aufhören zu saufen, einfach weil es ist einfach immer etwas in der Hand zu haben. Ja, eben, das ist wirklich, wenn ich nämlich an einem Konzert bin und ich trinke nichts. Das habe ich am Anfang von ich habe das Jahr gesagt, ich trinke während Konzerten keinen Alkohol. Mal, das Jahr. Hast du gut durchgezogen, ja? Ja, bis jetzt habe ich es wirklich durchgezogen. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich etwas getrunken habe, ist glaube ich in der ersten Woche vom Jahr. Weil ich mir noch nicht so sicher war, wie ich etwas machen will. Und dann am Kill the Lights Konzert, aber das war in Deutschland. Ja. Das ist Ferien. Und an der Fest am Greenfield. Aber im Perican Festival bin ich nüchtern und die Zombies, Alter, fucking hell. Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist wirklich, dass du immer etwas in der Hand hast, weil ich merke es auch, wenn ich rumlaufe, ich will immer, oder eine Kaffeetasse oder irgendetwas. Darum habe ich sollte wieder anfangen, meine Wasserflaschen mitnehmen. Weil wenn ich meine Wasserflaschen mitnehme, habe ich immer meine blöde Wasserflasche in der Hand und nehme einfach sippen immer aus der. Gut, am Greenfield habe ich eben so die aufklappbare Dings gehabt. Und die hast du immer so gehabt. Und so, schnell ausführen. Das ist immer noch. Ja, nein, ich habe eben so eine kleine, aber das Problem, Dichtung funktioniert nicht mehr, es leert aus, darum habe ich sie nicht mehr mitgenommen. Okay, ja, und das ist wirklich cool. Und dann, ja, ich glaube, darum sind wir einfach wirklich am Arsch, weil wir können ja dann auch nicht pennen, das haben wir ja beide gesagt, wir sind ins Bett gegangen und es ist einfach so, du schlafst nicht gut, weil einfach so viel scheiß Koffein und Mate und alles drin ist. Das fühlt den Körper so richtig, ja. Also ich muss sagen, ich bin auch jetzt kaputt nach einem Konzert, du hast 2 Konzerte gehabt, plus Greenfield bist noch nicht ganz, weißt du, ich kann es mindestens noch am Sonntag und Montag noch ein bisschen ausschlafen, ein bisschen gamen und was immer. Aber du bist einfach, hast Vollgas gegeben, durchgegeben. Das Leben ist hart, aber ich bin härter. Und jetzt sind wir seit 5 Stunden am Podcast. Ja, etwa. Ja. Nein, es war wirklich fucking insane gewesen. Und dann, ja, aber darum, eben, wenn du so überlegst, wenn du überlegst, wie am Arsch du bist, wenn du schon nur Energy Drinks, also ich trinke keine Energy Drinks, ich trinke nur Mate, wo technisch gesehen ja auch ein Energy Drink ist, aber halt nicht ein Red Bull. Nicht ein Red Bull, I don't care. Auf jeden Fall, ich finde es auch viel besser, weil Energy Drinks sind so grusig süß, Alter, das kannst du dir auch nicht geben. Ja. Oder Kaffee und so. Und eben, wenn du jetzt überlegst, wie am Arsch das du bist, wenn du das ohne Alkohol trinkst,
Du kannst ja, das kann ja nicht gesund sein, wenn du dort noch Alkohol reinlässt. Weißt du, wie ich meine? So, alle die den Wodka Bull saufen den ganzen Abend. Hey, sorry, da bist du ja am Morgen, wenn du aufstehst, komplett gefickt. Wie heißt nochmal der Mathe mit Gin oder so? Was ist der Dirty Mathe oder so etwas? Keine Ahnung, Alter. Also, El Toni nennt ihr es, wenn es mit Wodka mischt, ist ja Turbo Toni. Turbo Toni, genau. Aber, ja, also, sorry, du kannst ja nur am Arzt. Also, das müsste ja eigentlich verboten sein. Mhm. Oh, das ist etwas, wo das fickt dich ja komplett. Das ist etwas, was ich am Review zum ersten Mal gesehen habe. Es hat so eine Bar von El Toni mit Rum El Toni, mit Gin El Toni, mit alles mit El Toni. Und alles hat einen eigenen Namen gehabt. Ja, das ist schon geil. Fucking funny. Eben, ich meine, weißt du, wenn du einen von denen trinkst, ist ja okay, aber es gibt Leute, die klopfen sich 7 von denen rein. Etwas, was ich vergessen habe. Dann kannst du dich am nächsten Morgen ja nur so fühlen, als ob von einem Lastwagen überfahren wurde. Etwas, was ich am Review vergessen habe, ist, ich habe im Red Bull Zelt, das hat Red Bull Zelt eine Bar gegeben. Und ich habe das Red Bull genommen und es ist so ein Red Bull Cup mit Licht gekommen, oder? Und nachher, sobald es leer ist, das Licht abschalten, dann ist so, fucking sick. Ich wollte nochmal, und das hat kein Depot gehabt, also erst heim mitnehmen. Ich wollte so 3-4 von denen, oder? Und ich bin nachher jetzt letzten Tag gewesen. Und dann zurückgegangen, um zu sagen, hey, kann ich einen Red Bull haben? Und sie im Red Bull Zelt gesagt, sorry, wir haben Red Bull ausverkauft. Also, Bro, ihr seid fucking Red Bull Zelt, what the fuck? Aber ja. Aber jetzt verkauft Red Bull übrigens noch Matte. Die haben so eigene Matte-Dings. Das haben sie schon lange. Ja. Die haben schon lange Softdrinks. Mhm. Das ist ja das, wo der Brian und der Josh sich darüber aufgeregt haben, dass es am Novarock nur die Getränke gegeben hat. Ja. Alles nur Red Bull gegeben hat. Und der Josh dann so tönt hat, also der Josh oder der Brian, im Podcast hat es so tönt, als ob sie nur Red Bull verkauft hätten. Aber sie haben ja nicht Red Bull verkauft, sie haben auch Softdrinks vor Red Bull verkauft. Aber so wie es im Podcast tönt, habe ich zuerst das Gefühl, dass sie nur Red Bull verkauft. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Aber ja, ist ja gleich. Okay. Ja, dann ist morgen komplett von Nüsslet aufgestanden. Ja. Dann sind wir ins Werk. Du hast wirklich gemerkt, am Anfang sind wir alle komplett einfach alle da gestanden. Und dann einfach niemand hat mögen. Ja. Dann hat wer angefangen mit Soundcheck, oder? Ja, voll. Genau, wir sind nachgekommen. Aber Werk war cool. Wir sind rein, einen Kaffee gegeben, es hat eine Snackbar gegeben. Hure nice gewesen. Werk ist wirklich coole Location. Also wirklich top. Sehr coole Leute, die das arbeiten. Und ja, coole Atmosphäre einfach. Das ist wirklich immer so. Und ja, es ist ja geil, zum mal Konzert gehen. Darum ist es noch geiler gewesen, endlich mal ein Konzert zu spielen. Ich habe immer so gewusst, Mensch, es kommen Leute, Ja. Spoiler Alert, es sind Leute gekommen. Ja. Nein, und ich habe zum ersten Mal in der Halle reinparkiert. Das ist interessant gewesen. Habe ich nicht gemacht. Stimmt. Wenn du hinter dem Werk, also nebendran, hat so eine Halle, die du kannst parkieren. Wenn du spielst. Ja, voll. Das ist verdammt geil. Ja. Sonst musst du nämlich immer Parkplatz zahlen. Das stimmt, ja. Und dann haben wir mal Soundcheck gehabt. Das ist eigentlich easy gelaufen. Und keine technischen Issues gehabt. Ja, ausnahmsweise haben ihr mal keine technischen Issues gehabt. Ja, technische Issues gehabt. Dann haben wir alles können machen. Dann sind wir von der Bühne abgegangen. Dann wer hat noch Soundcheck gehabt? Vierlab hat Soundcheck gehabt. Ich lasse dich mal ein bisschen erzählen. Ja, ich glaube, keine technischen Issues gehabt. Wieso sagst du die ganze Zeit keine technischen Issues? Ist irgendetwas noch passiert an dem Abend? Ja, nein, ich bin nicht sicher. Ich glaube, Vierlab haben Soundcheck gemacht ohne Incident. Der Timetable ist nicht verschoben worden bei dem. Und dann habt ihr? Nein. Doch, habt ihr Soundcheck gehabt? Ja. Und dann hast du fast eine Krise. Also, ich habe nicht fast eine Krise gehabt, oder ich habe eine Krise gehabt. Du hast am Boden gelegen und hast eine Krise gehabt. Effektive Krise gehabt. Ja. Das ist, was ist passiert? Ich weiß es nicht, also ist das Record einfach nicht funktioniert. Ja, habe ich vorher eine Show gespielt, alles perfekt. Nichts hat funktioniert, also egal was wir gemacht haben, das ist alles über den Basskanal raus. Dann, wenn es dann nicht mehr über den Basskanal raus ist, ist es irgendwo anders raus. Dann ist alles dort durch, dann ist die Gitarre nicht gekommen, dann ist das nicht gekommen, dann haben wir das gefixt, dann ist dort das Problem aufgegangen. Und das zeigt also wirklich vielen Dank an alle Götter, die mir den Timo in die Band gebracht haben, weil ohne den hätten wir das Problem erstens nicht gehabt, aber ohne ihn hätten wir das Problem auch nicht können lösen. Ja, das stimmt. Also, und ich sage jetzt nicht, dass wir das Problem ohne Timo nicht gehabt hätten, weil er es verursacht hat. Er hat es nur in dem Sinn verursacht, dass wir wegen ihm ein In-Ear haben, wo bis jetzt, seit 2,5 Jahren, also seit wir es haben, noch nie
noch nie ein Problem gemacht hat. Ja. Ich bin immer mega stolz gewesen auf unser In-Ear, weil das einfach perfekt funktioniert hat, weil der Timo Veranstaltungstechniker ist und das Ding einfach zusammengezimmert hat und das ist wirklich fucking Profi-Level-Qualität. Ja, es ist wirklich, du weißt nie, was. Besonders je komplizierter, also je komplexer ein System aufgebaut ist, desto. Das ist eben das Ding, unser Teil ist eigentlich absolut nicht komplex. Also der Timo hat das so easy gemacht, dass Ja. ich sogar würde verstehen, wenn ich es würde dingseln. Und das Problem ist dann eben gewesen, wenn dann sogar der Timo nicht mehr weiss, wo hinten und vorne Das ist. ist weird, ja. Alter, wir sind 1,5 Stunden am Soundcheck gewesen. Es ist wirklich nur noch mühsam gewesen. Und Also ich du habe könnt- wirklich eine riesige Krise gehabt. Also ich bin effektiv Am Boden kurz gelegen. vor, ich hätte schier meine Gitarre weggerührt und weggegangen. Ja. Aber ich habe mich dann möglichst ruhig verhalten, damit wir einfach das durchbringen. Und es ist einfach, also, es ist Nein, ich muss so sagen, mühsam. Alle haben sehr professionell reagiert. Außer dich. Ja, genau. Du bist am Boden gelegen, aber der Timo hat es richtig professionell gemacht. Die haben müssen, die haben, die haben. Techniker haben auch recht professionell gehandelt und sie haben eine Lösung gefunden. Also eben, du kannst so gut Ja, vorbereitet Alter, das ist das sein auf ein Lustigste. Am Konzert. Schluss ist es anscheinend etwa so gewesen, wie es am Anfang war. Ja. Ja, ich weiß. Also am Schluss, du kannst so gut vorbereitet sein, aber es wird immer irgendetwas passieren. Zum Glück im Soundcheck. Ja, mein grösstes Problem ist eben, ich hasse so Situationen, wenn so etwas ist und ich nichts machen kann. Ja, klar. Weil, Verstehe. wenn ich jetzt quasi hätte können, wenn ich jetzt für Technik verantwortlich gewesen wäre, dann hätte mich das nicht aufgeregt, weil dann hätte, dann hätte ich keine Krise gehabt, weil dann hätte ich einfach etwas zugegeben, dann hätte ich können das und das und das und das ausprobieren und das und das ausprobieren und das und das ausprobieren und das und das ausprobieren. Aber ich bin einfach auf dieser Bühne gestanden und dann haben wir gesagt, hey, können wir Gitarre haben? Ich habe Gitarre gespielt und dann der Techniker wieder, fuck, es kommt immer noch über die Bassdings. Und wenn das einfach schon zum 10. Mal ist, Ja. nachdem es vorher 3 Mal über die Gitarrenspur gekommen ist und dann aber beim 4. Mal deine Gitarre wieder über die Bassspur rauskommt, das macht mich psychisch fertig. Und dann hat irgendwann der Domi den Clicktrack laufen gehabt und dann ist der auch noch vorne rausgeschossen gekommen. Und Ja, ich so, nein, mit dem müssen wir jetzt nicht auch noch anfangen. Das ist wirklich, also... Alles, was schief laufen ist schief gelaufen. Aber ihr habt es geschafft. Es hat funktioniert. Ja, wir haben es geschafft. Last Chance to Say Goodbye hat auch noch einen Soundcheck machen. Ja. Aber die Jungs sind auch sehr, sehr ruhig geblieben und eigentlich sehr kooperativ. Also es ist wirklich sehr cool. Alles coole Leute dort. Ja, also wirklich niemand- der Einzige, der keine gute Zeit gehabt hat, bin ich gewesen. Ja. Aber weißt du, amix hast du auch Bands, die irgendwie so Issues machen, aber die so, hey, look, kein Stress und so, wir können da, nutzt unser Track oder was so immer, so wirklich top Musicianship, also von der Professionalität. Ja. Finde ich cool. Und und ihr habt es auch nachher geschafft mit Massnahmen mal. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Rack los ist, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Also Es hat funktioniert. Ja, voll. voll. Es Das ist das Wichtigste. Genau. Es ist so wie, weißt du, der Meme von Homer Simpson, oder, wo hinter dem Fett alles so klebt ist. Ja, etwa so. Top Performance und nachher der, alles in Timo, der Mitte. der Timo hat auch gesagt, so, er freut sich jetzt schon darauf, den Fehler zu suchen im Rack, weil er hätte keine Ahnung, was los ist. Hey, ich bin sehr gespannt. Gib mir ein Update von dem. Das nämlich wirklich Wunder. Weil ich habe das Problem auch gehört. Ich bin auch ein Tontechniker, nicht live, aber im Studio. Und ich so wie, what the fuck, was? Also ich kann mir das auch Ja, nicht erklären. das ist eben das. Wieso zum Fick ist alles über den Basstrack gekommen? Eben, es ist mega weird. Und dann es ist wirklich einfach... Also, und sporadisch nicht. Und sporadisch ja, und dann schon. wieder nicht Eben. mehr und dann plötzlich wieder und dann wieder. Also, du hast keine Regeln gefunden, Es hat nichts Sinn ergeben. Es Genau. hatte keine Regelmäßigkeit gehabt. Genau. Das ist völlig schlimm gewesen. Ja. Ja, aber ihr habt ja dann und dann ist dann was los gewesen. Dann haben wir ein bisschen zu Nacht gegessen. Dann hat Last Chance to Say Goodbye gespielt. Sie sind beide hure gut. Ja. Also wirklich geil. Richtig gut. Richtig cool. Aber ich glaube, wir haben beide nicht gecheckt, dass der Sänger nur Englisch kann. Ja, weil ich habe ihn schon mal auf Schweizerdeutsch angequatscht und er hat so gewirkt, als ob er absolut keine Ahnung hat, von was ich rede. Und ich so, hey, besoffen ist dann der. Und heute, dann habe ich gestern nochmal angequatscht auf Deutsch und dann irgendwann herausgefunden, dass er nur Englisch kann. Ja. Also, logisch hat er keine Ahnung, von was ich geschnurrt habe, weil er es nicht verstanden hat. Tatsächlich, ich habe auch nicht gewusst. Ich meine, er macht den Akzent nur für die Videos. Wir sind auch sehr aktiv auf TikTok. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist geil. Und die sind wirklich geil gewesen. Die haben wirklich Spaß gemacht. Ja. Wirklich cool gewesen. Vor allem auch wirklich cool gewesen von ihnen, dass sie uns beim Soundcheck nicht gestresst haben. Mega. Also das ist top. Also, weißt du, das macht es aus, wenn du mit Leuten live spielst. Im Fall. Weil so eine Band wirst du nachher wieder zurückgeladen für neue. Ja, aber weißt du, das Gute ist jetzt habe ich die Situation auch mal gehabt. Beim nächsten Mal werde ich auch wieder gechillter dort stehen. Oder wieder am Boden liegen. Ja, gut, aber das mit dem Boden liegen ist mehr Theater gewesen. Das habe ich spannend gefunden. Das mit dem Boden liegen ist mehr Theater gewesen. Das andere, also das ist wirklich nur Theater gewesen. Aber das andere, also ich bin wirklich kurz vor. Am Schluss bin ich wirklich. Am Schluss hätte ich wirklich schier Das gitarriert. ist Content, Bro. Nächstes Mal filmen wir das Ganze.
Ja, Machen ist geil. Twitch-Stream. Ja, das war wirklich schlimm gewesen. Voll. Nein, aber dann, ja, letztes Jahr vorbei. Und sehr cooles Konzert geöffnet. Ja, nachher haben wir angefangen, haben den Versus gespielt. Mhm. Erster Song schon, erstes Featuring Stimmt. Ricky Whiteout. Und währenddem du eine Krise gehabt hast, habe ich entschlossen, ich singe heute bei Versus. und nachher, ich so am Anfang so überlegt, so wie, ich mache Monster, da muss ich nur 3 Wörter wissen. Und so nachher so, ja, nachher bin ich auf die Bühne einfach für 3 Wörter. Also, ja, ich mache mal Knock Blues. Und dann so wie, fuck, ich weiß Lyrics nicht von Knock schnell mit dem Bell am schauen. Alright, was sagst du da so? Und dann so, lesen so wie, keine Ahnung warum, ich merke mir das zweite Satz nie wirklich. Keine Ahnung warum. Und ich so wie nachher bin ich im WC gewesen, so am Lesen, so, ja, am Parat machen, mental. Und ist rausgekommen. Also, Wurde gut gewesen. Ja. Vor allem das Geile ist, der Ricky streamt viel lauter als ich. Das heisst, auf meinem In-Ear-Monitoring habe ich, wo der Ricky rumgekreuzt hat, nichts mehr gehört, außer der Ricky. Mhm. Gut, ich habe auf der Bühne nichts gehört. Ja gut, das ist mir später dann auch so gegangen, ja. deswegen habe ich ja einfach geschaut, so, ich hoffe, die hören etwas. Und ja. Ja, wir haben es gehört. Ja. Und das Lustige ist, ich habe während dem Teil auch völlig vergessen, was ich spiele, weil sonst spiele ich immer und singe dabei und habe dann einfach so das Ding, ich weiss, wo ich aufhöre, Pause machen und weiss nicht was. Und wenn ich nur spiele, ist das so verdammt gewesen. Vor allem, ich bin noch 3-mal auf die Schnur gefallen während dem Song. Einmal ist es dunkel geworden, bin ich hinten auf dem Teppich ausgerutscht beim Schlagzeug. Ja, weil es dunkel war, hat es niemand gesehen. Ja. Dann bin ich ins Publikum runtergekommen, irgendeiner hat das Bier ausgeleert und ich weggeflogen. Ui. Und dann auf die Bühne klettern bin ich auch schier auf die Schnur gefallen. Das war wirklich dreimal fast tot gewesen. Aber es war verdammt geil gewesen. Es war voll gewesen eigentlich. Also, Es hat auch Spaß gemacht. es war richtig geil gewesen. Ricky hat eskaliert. Ja, voll. Was ist noch etwas Lustiges passiert? Ja, wir haben den Bulle ist Crowdsurfen bei uns. Bulle ist der Brudi. Ja, ich habe das insaneste Stage-Outfit ever angehabt. Also, Props an Brudi. Der hat hure warm gehabt mit dem Outfit und er hat von Anfang bis zum Schluss durchgezogen. Nie sein Outfit ganz ausgezogen. Ja, er hat wahrscheinlich keine andere Kleider dabei gehabt. Ist ein Nacken nicht drauf. Ich wäre sicher ohne Kleider und in das Kostüm in Alter. Vielleicht ist ein Fetisch. You never know. Ist ein Furry? Fucking Furries, Alter. Nein, aber cool. Der Bulle von Bullet Festival richtig am Gas gesehen zum Promo machen fürs nächste Jahr. So. Ja, nein, es ist wirklich fucking geil. Richtig gut. Eine der besten Shows, die Versus je gespielt hat. Wirklich gut gewesen. Es ist hure stabil gewesen. Ja. Mhm. Amix hat einfach auch dann plötzlich am Domi seinen Laptop angefangen zu spinnen und es ist kein Backing-Track und kein Click-Track mehr gekommen. Stimmt, das hast du auch gesagt. Ja. Aber es ist gleich, es war lustig gewesen. Aber Ja, hat Spaß gemacht. Die Bühne ist saumässig groß. Ich habe unterschätzt, wie weit es ist vom Schlagzeug bis zum Dings für zu rennen. Also ich habe oft meinen Einsatz verpasst, weil ich nicht pünktlich beim Mikrofon war. Ja, das stimmt, das ist recht gut. Ja, aber ich kann ja da, du musst jetzt anfangen zu erzählen, weil ich kann es ja gar nicht. Voll. Ich habe ja irgendetwas Also. gar nicht. Ich habe ja nichts mitbekommen von dem Ganzen. Was ist so gewesen? Von dem ganzen Abend anscheinend. Während wir auf der Bühne gestanden sind und Time of Our Lives gehen, 40 Minuten, ist im Werk ihnen so viel passiert, wo ich nicht mitbekommen habe. Also, gehen wir mal zurück in der Zeit, ein paar Wochen vorher. Es ist, die Lady von Bella hat mal eine Gruppe erstellt in WhatsApp mit Leuten aus der Wurstrunde und anderen Kollegen von Bella. Und da haben wir angefangen zu planen, unsere Konspiration? Unsere Conspiracy. Das wäre Verschwörung auf Deutsch. Unsere Verschwörung zum mal einen Birthday Surprise machen. Dann haben wir mal Ideen gesammelt. Zuerst haben wir überlegt, können wir mal in der Mitte vom Versus einfach auf die Bühne mit Cake und fangen da an zu singen und was auch immer. Wir haben gefunden, nein, dann könnte es mit der Zeit vom Konzert irgendwie knapp werden. Wir haben gefunden, ja, machen wir jetzt im Backstage. Und dann und am Schluss haben wir so entschlossen, machen wir beim Merch. Keine Idee gehabt. Aber ich glaube, wir haben nicht so viele Leute im Backstage bringen. Irgendjemand, der das Geld hat, will klauen wahrscheinlich. Möglich. Und dann haben wir gefunden, alright, dann machen wir es beim Merch. Aber tun wir zuerst mal ganz viele Fotos vom Gesicht von Bella mal ausdrucken und irgendwo ankleben. Und, Fotos vom Gesicht von mir. Vom genau. Gesicht vor allem. Genau. Alter, irgendwie sind etwa 800 Fotos von mir rumgehängt, wo ich in der Unterhose dort stehe. Stimmt. Und ich bin sehr stolz noch auf meinen Wanted-Poster, den ich gemacht habe. Weil ich sehe es sicher mal, wenn wir ein Video machen, ein Recap, weil ich es aufgenommen. Es ist so ein FBI-Poster, den ich 1:1 kopiert habe von einem richtigen FBI-Poster. Ich habe es zuerst so gegoogelt, so wie Wanted Poster
was auch immer, und es sind so immer so Western Wanted Poses gekommen. So, nein, das ist nicht, Ja, das sieht nicht, die sind nur schlecht, das habe ich schon sieht mal nicht real aus, weißt du? So, ich wollte etwas, das sieht wirklich so aus, als ob der Bella wirklich verdächtigt wäre oder wanted wegen Indecent Exposure. Und dann habe ich, dann habe ich genau das Foto genommen, wo du am meisten so ein Creep-Face hast, oder? Wie, ja, der Indecent Exposure, fix. Das ist der gewesen, oder? Und dann haben wir den Poster gemacht, Warner bei der FBI, oder mit 2 FBI-Logos dazu noch ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob das eine Felony ist, hoffentlich nicht. Dann ein Foto, Wanted for Indecent Exposure. Und nachher ein Foto von dir. Ich tue das nachher mal posten. Und nachher unten dran Silvan the Naughty Bella. Und zwei FBI-Zeichen. Fucking, es sieht legit as fuck aus, man. Außer dass mit dem Drucker eben so Streifen. Ja, und das Foto absolut nicht ausgesehen wie irgendjemand, der jemals auf einem FBI-Plakat ist, aber ist ja gleich. Oh ja, es war fucking funny gewesen. Und wir haben überall Fotos von dir geklebt. Natürlich haben wir niemanden im Voraus gefragt, ob wir das dürfen. Wir haben es einfach gemacht. Und irgendwann ist jemand zu der Mischte gegangen und so, hey, ich könnte dir nachher einfach alle entsorgen. Oder am Schluss sind wir alle so, shit, wo haben wir. Am Schluss ist so das Game gewesen, so, wo haben wir ein fucking Bild von Bella. Also es sind so viele Fotos rumgegangen. Ja. Egal, wo du hingeschaut hast, sind scheiß Bilder von mir gegangen. Ich habe sogar nach dem Konzert, so kann ich am 12:30 am Morgen oder so, noch ein Bild von dir noch im WC gefunden. Den habe ich noch schnell weggenommen. Also überall sind die Fotos geklappt. Das war fucking lustig gewesen. Und dann, das ist mal Schritt 1 vom Programm. Den habe ich gesehen, das ist vor der Show schon passiert. Genau, das habe ich mitbekommen. mitbekommen. Das habe ich einfach gedacht, der Mike sagt Double. Ja, genau. Und dann sind wir am Spielen gewesen. Und dann haben wir angefangen, Luftballon aufblasen. Alle, also wir sind so eine Gruppe von 20 Leuten, einfach Luftballon am Aufblasen gewesen. Voll. So sind eben Nico und der Janik von Rogerschweizer da gewesen und sonst noch andere Leute und so Randos, die einfach wir nicht kennt und einfach auch mitgeblasen haben. Randos, die auch mitgeblasen haben, Titel für Sextape. Und ja, dann haben wir mega viele Luftballone aufgeblasen. Ich glaube, ein paar haben es sogar auf dem Pit geschafft. Also ich bin die ganze Zeit auf der Bühne damit beschäftigt, Luftballone rumzuginken. Dann sind sie schon dafür gekommen. Das ist fucking funny gewesen. Ich habe gemeint, die hätten einfach im Publikum anfangen Luftballone rumrühren. Ja, das hätte können sein. Aber dann haben wir noch Happy Birthday Dingsbums aufgehängt bei Merch. Wir haben noch sonst noch Zeugs. Und ja, und nachher haben wir alle gewartet. Yours war fertig gewesen. Wir so, wir warten, bis der Bella kommt. Und du kommst einfach nicht. Und wir einfach alle am Bar, es waren 30 Personen. So, hey, wo ist Bella? Ja, ich habe mein Zeug, ich habe wie ein braver Boy, bin ich rauf, habe mein Zeug, versorgt und dann gehe ich zum Merch aber zum Zeug verkaufen. Voll. Und dann wie ein Profi habe ich meine Sachen von der Bühne gerupft und bin im Backstage. Und dann sind die Leute noch zum Domi und zum Burt so, kannst du den Bella mal da schicken und so. Und du bist einfach das Zeug zu machen. Und ich so, ja, dann warten wir einfach. Und ich so, die ganze Zeit am Filmen. Also, wie ich gesehen, ich habe lang gewartet. Und nachher der Mike kommt so und so, ja, soll ich Pikachu-Anzug anziehen? So, ja, fix, ich kann Pikachu anziehen. Und er so, ja, aber wenn er jetzt kommt, ist er blöd. So, Bruder, renn einfach. Alter, ich habe ihn noch gesehen. Er ist im Backstage auf und hat irgendetwas aus dem Koffer rausgerupft und ist weggerannt. Und ich habe einfach so nicht gewusst, was los ist. Genau. Und er hat seinen Pikachu-Onesie geholt und hat sich dann nachher anziehen. Und dann der Bull ist auch da gewesen, zum auch mit seinem Outfit dort gratulieren. Und dann irgendwann bist du endlich gekommen und dann habe ich dich Happy Birthday gesungen. Da hat es noch einen Cake gehabt, den die Mischa gemacht hat. Ja, oder ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben von einem Bachelorette-Kandidat in einem Pokémon-Kostüm aufgelupft wird. Ja. Und das ist passiert, ja. Once in a lifetime. Ja, definitiv once in a lifetime. Schon einmal 30. Und dann war es recht cool gewesen. Alle gesungen, Cake war geil gewesen. Und eben sogar Kostüm hast du gehabt. Nur die Pinata hat gefällt. Ja, zum Glück haben wir niemanden gehauen, Alter. Ja, nein, also ich habe wirklich überlegt, eine Pinata zu holen für den Pit, aber ich so gefunden, right, wo hängen wir mal die Pinata auf? Ich habe gerade überlegt, ich mache, bei Eversis mache ich einen neuen Highlight-Reel einfach mit Werkbaden. Weil es war eine geile Show gewesen. Das war sexy. Ja, unbedingt. Und ja, das war mal der Surprise gewesen. Voll. Du siehst nachher alles im Video. Ich habe den ganzen Footage aufgenommen. Ich schicke dir einfach alles, weil ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Das ist gut, ja. Also, Eversis habe ich praktisch das ganze Konzert bis die letzten 15 Minuten oder so. Geil. Und nachher müssen wir halt alles vorbereiten und aushelfen.
Aber ja, ist cool gewesen. Ist fun gewesen. Und dann haben die fertig gespielt. Dann ist Fearlab gekommen. Yes. Und dann hat lustigerweise hat der Workbad noch eine Story gemacht, wo Fearlab ein Spiel war und er hat einfach Whiteout taggt. Und ich bin im Backstage gesehen, parat mal so, ja Jungs, wir sind noch nicht am Spielen, oder? Ja, das Ding ist eben, Fearlab ist halt immer oben auf dem Poster gestanden, darum haben alle gemeint, Fearlab sagt die Letzte. Ja, klar, macht Sinn. Aber ihr seid das Letzte. Genau. Die letzte Whiteout-Show ever. Voll, ja genau. Und dann, ja, und ich habe extra noch meine glitzige Gitarre mitgenommen. Ah ja, die ist sexy gewesen. Voll, weil ich habe eben für den 30. auch Gitarre bekommen von der Madame. Und dann, ja, die glitzert, die ist meine Dirty 30 Gitarre, die ist da. Und ich bin erstaunt, ja genau, und er glänzt. Und ich bin erstaunt, weil also ich habe bis jetzt noch nie eine elektrische Harley Band Gitarre gespielt. Und ich habe die genommen und habe gefunden, so, ich spiele die vielleicht mal so für 1-2 Songs, einfach für den Fun-Effekt vom Glitzer und so. Und nachher wechsle ich auf meine Solo-Gitarre. Yep. Aber die ist stabil as fuck und dann habe ich einfach das ganze Konzert mit der gespielt. Ja, es ist ja auch eine Fusion und Fusion sind ja auch die Premium-Gitarre von Harley Benton. Das Ding kann, also ich habe es dir ja schon gesagt, als ich sie das erste Mal in die Hand genommen habe, wäre die von einer anderen Marke, würde die 1000 Stutz kosten. Ja, also holy shit, und ich habe gedacht, so, das für meine Rock-Gitarre, das ist jetzt auch eine Metal-Gitarre, fuck it. Ich habe nichts gewechselt, es hat immer noch die gleichen Pickups, es hat immer noch gleich alles und es hat Tuning Stability ist super gewesen, es hat gut getönt. Fuck, genau. Ja, ich meine, also Alter, alle Hardware-Teile dran sind ja Markenteile. Ich kenne die Pickups Roswell nicht. Ist das Eigenmarke? Nein, das ist glaube ich auch anständig. Es sind glaube auch externe. Roswell Pickups? Ja. Ich habe noch nie. Ich habe gemeint, bei der Fusion Line ist alles extern. Außer halt das Zeug. Ausser sie machen die eigenen Pickups. Ja, Roswell Pickups. Ja, ich glaube es, aber... Nein, das ist effektiv Roswell Pickups ist die machen stabiles Zeug. Kann ich überhaupt nicht. Who makes Roswell Pickups? Roswell. Alright, cool. Also nicht gewusst. Von wem sind sie? Based in South Korea von WSC Music. Keine Ahnung. Ah ja, anyway. Krass. Ja, das ist geil. Das ist eine geile Gitarre, Alter. Ja, eben. Aber er hat Fearlab gespielt, oder? Fearlab ist stabil abgerissen. Am Anfang ein bisschen wenig Leute rein, aber ist dann auch wieder voll geworden gegen den Schluss. Weißt du, wer ein neuer Fearlab-Fan geworden ist? Du. Nein, Mutter von meiner Verlobten. Ah ja, das stimmt. Sie hört eigentlich nicht Rock, aber sie hat scheinbar meine Verlobte noch geschubst im Pit. Und hat... mit der Lara habe ich auch noch geschlägelt. Ja, sie ist voll gefühlt und so richtig cool. Und ja, Fearlab sind einfach immer stabil. Eben der Sascha jetzt, wo er nur ein Mikrofon in der Hand hat, gibt Gas, kickt in die Luft, das ist super. High-Kicks, Alter. Janik hat alle angesteckt mit den High-Kicks. Ja, alle am High-Kicks machen. Also wirklich top. Und dann habe ich, glaube ich, erste Hälfte noch geschaut für Lab. Und dann bin ich parat machen. Ja. Und dann. Viele habe ich nicht parat gemacht. Das Lustige ist, wir haben Soundcheck gemacht. Und nach dem Soundcheck kommt der Mike zu mir und sagt so: Hey, was meinst du, wenn ich den Unicorn-Anzug hole, den ich im Bachelorette beim Striptease gebraucht habe? Weil er hat in dem Unicorn-Kostüm einen Striptease gemacht. Yep. Und ich so wie, weiß nicht, schaffen wir das und so. Und so wie, wir spielen am 11. Ja, voll easy. Und dann ist er schnell mit dem Tim gegangen, geholt. Ja, aber er wohnt ja in der Nähe. Dietiker, ja. Das ist nicht weit. Nein, ich weiß nicht. Aber dann ist er geholt und er hat alle seine Kostüme mitgenommen. Fuck, ja, stimmt. Also, und fuck ja, der Mike hat sehr viel Kostüm. Also, wir haben, mal gucken, es hat ein Indianer-Kostüm. Es hat Attack on Titan Cape. Es hat ein Elbe Cape. Der Unicorn. Ja, ich denke, das hat ausgesehen wie ein verdammter Kostümverleih oben drin. Eben, Maid-Kostüm. Und anderes Zeug, so nicht. Ah, stimmt. Schwangerschaftsdresses, die wir mal für den Malice-Videoclip gebraucht haben. Okay. Weil wir haben so White Robes haben. Aber das haben wir nicht gefunden. Also haben wir die Kleid geholt, die schwangere Frauen brauchen, wenn sie gebären. Ja, logisch. Und dann jede von uns hat eine angezogen für den Videoclip. Und die hat er noch gehabt. Und dann hat das und sonst so random Shit, wo ich nicht wirklich können identifizieren kann. Ja, logisch kannst du das nicht, das ist beim Mike. Voll, genau. Und deswegen, er ist geholt und deswegen hat er nachher einen Pikachu-Outfit. Ja, das ist geil. Und deswegen, und dann haben wir alles parat gehabt. Aber ja, Fearlab haben gespielt und wir sind neues parat machen. Weniger parat machen im Sinne von
aufwärmen und so, sondern einfach Kostüme aussuchen, die wir auf der Bühne würden anziehen. Darum hast du keine Trainerhosen angehabt? Nein, ich kann was soll ich Du hast Jeans angehabt, Brudi. Ja, Und mir Jeans. also ist Ricky kaputt, er hat Jeans an. Ja, voll. So Ja. formell für den letzten Auftritt. Ja, gell? Nein, aber ich kann nachher die Attack on Titan Cape genommen, aber ich habe einen Song gebraucht und nachher abgezogen, weil ich habe gemerkt, der Cape kommt an den Strings und das ist nicht so gescheit. Und ich bin auch am Schweizer gewesen und hey, also, da muss ich sagen, der Dano, der ist ein Schlagzeuger, der hat Pikachu-Kostüm Onesie genommen und Alter, dümmste Idee wie der geschwitzt hat, Mann. Also, es ist crazy gewesen. Ich so, Bro, es ist schon mal warm auf der Bühne, aber der ist einfach, der ist am Schwimmen gewesen. Also ich habe mit meinem Longsleeve schon warm gehabt. Eben. Oh, sorry, der Mike mit dem scheiß Unicorn-Kostüm. Ja. Das ist so eins zu viel. Das ist- Das ist crazy gewesen, weil er hat halt nicht mit dem angefangen. Er hat zuerst nur mit dem Maid-Kostüm angefangen. Was ein Wunder ist, dass der noch im Maid-Kostüm reinpasst mit seinen Schultern. Ich habe gemeint, er macht irgendwie Bro, und dann das kann Wunder, oder? Dann gut, der Tim hat kein Kostüm genommen, aber er hat eben auch selber nicht gewusst, dass wir ein Kostüm würden anlegen. Geil. Dann haben wir einfach selber, also wir so ein Kostüm von Mike gesehen, so wie, ja komm, nehmen wir auch etwas. Oder einfach nicht geplant, also es war nicht wirklich geplant gewesen. Es war einfach so eine mega spontane Idee gewesen. Und dann halt, ja, der Micho hat eine Mischung gehabt von einem Kinderhut, Schwangerschaftskleid und etwas gehabt. Mhm. Er war sehr kreativ gewesen. Und eben der war Pikachu gewesen. Ich habe einen Attack on Titan Cape, wo ich nach einem Song abgezogen habe. Und was ich eben vergessen habe, ist so, shit, ich habe noch Sonnenbrille, hätte ich können anziehen. Ah, ja. Aber nachher habe ich habe dich gesucht, so in der Crowd, und ich habe nicht gesehen, so fuck. Weil sonst, die anderen haben kein Backstage-Ding so. Und ich nachher am Mic Ah, ja, Her Name aus Was welchem Claire. Grund bin ich eigentlich nicht in der Crowd? Eben, gewesen? ja, das kommt dann. Dann habe ich so am Mic von Her Name Was Claire gesehen und so, Brudi, kannst du mal den Bella suchen, so kannst du meine Sonnenbrille bringen, in meinen Rucksack, whatever. Und so, dann kommt er zurück, so, nicht gefunden. So, shit. Er hat mich schon gefunden. Ich habe nachher so... Nein, er hat mich nicht gefunden, sonst hätte ich ihm die Sonnenbrille gegeben. Ja, genau. Er hat nachher... und ich habe dich nicht gesehen und ich so, der Brudi plant etwas. Nein, Du fällst schon ein bisschen auf mit deinen blonden Haaren. Nein, der Brudi plant Und nicht. dann, ja gut, dann haben wir umgebaut, angefangen zu spielen. Dann war der Mike noch ein Maid-Kostüm gewesen. Vollgas gegeben. Irgendwann ist er nachher der Unicorn-Kostüm geholt. Das war mega lustig, weil als das Unicorn-Kostüm abgezogen hat, habe ich ihm helfen, aus dem Ding rauszukommen und ich habe die Hosen reingelangt. Das war einfach alles nass gewesen, Mann. Das war alles so richtig grusig gewesen. Ja. Und es ist ja alles Plastik. Ja. Und er hat es mal angezogen, aber das muss ich zuerst mal aufblasen. Ja, stimmt, am Anfang hat es einfach so richtig dumm ausgesehen. Eben. Die Fotos sehen so gut aus. Das ist fucking funny. Es hat auch lustig ausgesehen, wenn er auf der Bühne rumgetapst ist. Ja, voll. Nein, also das ist wirklich genial, das fucking Outfit. Und ja, dann haben wir das Konzert gespielt. Es war sehr cool gewesen, das letzte Mal alle Songs mal spielen. Und that's it. Also was haben wir noch? Wir haben versucht, so viele Leute wie möglich auf die Bühne zu holen. Und es sind tatsächlich ein paar Leute auf die Bühne gekommen. Ja. Voll. Und, Plot-Twist, Alter. Und dann sind ihr bei Soul on the River erschienen. Plot-Twist, weil der Ricky hat gesagt, ich soll doch für Soul Down the River den letzten Refrain singen. Mhm. Was mega blöd ist, weil der Butch und ich haben sowieso geplant, dass wir irgendwann die Bühne crashen. Der Butch hat sein Spider-Man-Outfit Butch, müssen angelegt. wir auch sagen, Butch ist auch jetzt ein Spider-Man-Kostüm gehabt, aber du hast gesehen, dass er in Unterhose Ja, also das Spider-Man-Kostüm hat er gekauft, als er, glaube ich, noch ein bisschen jünger war. Ja, das war auch mega tight gewesen. Das ist so funny. Aber- Ich habe meine Steel Panther-Ausrüstung angelegt, Mhm. mit den Leggings und dem Haarband und der Sonnenbrille und allem. Und dann haben wir einen Rimus, eine Flasche Rimus genommen und so ein Whiteout und ein Versus-Etikett wieder aufgeklaut, um unsere Verbundenheit zu präsentieren. Ja. Und dann ist Soul Down the River gekommen und dann sind wir auf meinem Breakdown auf die hohe Bühne raufgerannt. Ja. Haben da den alkoholfreien Champis umgeschwenkt und haben einfach Leute auf die Bühne geholt. Ja, das war geil gewesen. Und es war mega lustig, weil dann sind wir einfach auf der Bühne rumgekampelt. Ich habe Tims Mikrofon geklaut und probiert Soul Down the River zu singen. Hast Und du dann auch gemacht, gemerkt, ich höre nichts. Ich höre gar nichts. Da hast du gesehen, wie es für mich war. Gar nichts gehört. Ich habe einfach gehofft, dass ich am richtigen Ort rein war. Ja. Es hat gut Und natürlich. ich glaube, im richtigen Ort gewesen, amix.
Ja, das war lustig. Und dann haben wir dort kurz einen wilden Song fertig gemacht mit etwa 20 Leuten auf der Bühne. Ja. Ja, ich habe ausgesehen wie der Michael Starr von Steel Panther mit dem Mikrofon in der Hand. Das war wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. Das ist super gewesen, ja. Also es ist völlig eskaliert. Nachher ist es komplett eskaliert, immer. Oh ja. Ich glaube, vorher hat es noch nicht so grob Schlägerei gegeben im Pit, oder? Ja, nachher hat es mehr geschlägt. Irgendwann habe ich auch den Pit aufgemacht. Irgendwann sind wir auch wieder Leute rausrühren. Also haben wir die Leute, wir haben die Leute nicht von der Bühne gerührt. Wir sind dann einfach gegangen und dann sind der Butch und ich im Pit Füße verteilen. Ja, irgendwann haben wir so einen Breakdown gehabt. Ich so, separate this shit. Und ich habe nicht das gemacht, das erste Mal. Weißt? Alter, ja, ich habe ja meine Wall of Love gemacht noch bei Versi. So, ja, Junge, es sind noch nie so viele Leute auseinandergelaufen wie in dem Moment. Ich übrigens gefilmt. Geil. Ja, ist alles auf Band. So geil gewesen. Einfach so, nachher ist zwar niemand mehr da gestanden, aber ist ja gleich. Aber es hat gut ausgesehen für ein paar Sekunden. Ja, voll. Und, übrigens, es hat ein Hero, wir können sagen, Hero in the Shadows vom ganzen Abend gehabt. Das war der Gino. Weil der Gino hat 4 Uhr am Abend im Summerside Festival mit Pro-Shift gespielt. Und nachher ist er zu uns gekommen. Wäre ich der Gino, hätte ich euch gesagt, schaut Jungs, jetzt müsst ihr selber schauen. Wobei, nein, es ist eure letzte Show, dann hätte ich wahrscheinlich auch das gemacht. Der Gino hat erstmal müssen vom Match vom Summerside Festival. Darum hat seine Hose so ausgesehen. Ja. Und das Auto war immer voll Schlange, was immer. Aber er hat es geschafft, noch alles im Proberaum zu bringen, nachher da zu kommen und uns mischen. Ja, es hat gut geklappt, oder? Ja. Klopft, ja. Stabil. Und der Bass muss ficken. Voll. Dann haben wir mal alle Songs gespielt und das letzte Song angespielt, so ein bisschen Foto gemacht mit Leuten, so für das letzte Gig. Und dann kommt das ganze Zugabe und ich so, wir haben noch nie eine Zugabe geplant, oder? Das war eigentlich unsere Zugabe, die haben wir schon gespielt, oder? Ja, ich habe noch gedacht, so, macht ihr jetzt noch eine, weil wenn ihr fertig seid, sind ihr meistens fertig. Und ich so, wir haben eben, da es eben 44 Minuten gesetzt war, haben wir eben einen Song nicht gespielt, den wir sonst immer spielen, Love Affair. Und dann gesagt so, ja komm, spiel mir den. Und dann so, ich glaube, ich kann den nicht in der fucking Session drin. So, fucking ohne Klick nicht. Und er hat es trotzdem gehabt, zum Glück. Geil. Und dann haben wir den schnell gespielt, dann sind wirklich am Schluss noch mehr Leute auf die Bühne gekommen. Meine Lady ist auf die Bühne gekommen, wo sie es hasst. Und jetzt hat die Krise, weil sie das Video gesehen hat, wo sie auf der Bühne ist. Und das ist funny. Und ja, das war lustig. Also es ist so lustig, weil vor allem eben auch der Butch und ich haben uns mega verstecken im Hintergrund und so schauen, dass wir zum richtigen Moment raufkommen und dass wir nicht so fest gesehen werden von euch. Man weiss nicht, was ist wirklich funny. Es war zu viel Planung gewesen. Ja, aber zum Glück haben der Soul Down the River früh gespielt, weil hätte er einen Spät gespielt, dann hätte ich die ganze Zeit dingseln und hätte auch nicht zuschauen können. Ja. Das war schon schade gewesen, zum das letzte Mal. Wem sein Handy ist eigentlich hinter der Bühne gelegen im Back, also dort neben der Bühne. Auf dem Tisch ist mir das Handy gelegen. Ja. Mit dem Whiteout-Gruppen-Chat offen. Hast du nicht in den Whiteout-Gruppen-Chat hineingeschaut? Nein. Schau mal in den Whiteout-Gruppen-Chat hinein. Aber er hat das Handy offen gehabt mit dem Whiteout-Ding. Warte. Ich glaube es. Es ist irgendein Chat, wo Whiteout geheißen hat, ist offen gewesen. Müsste früher gewesen sein. Warte schon, oder? Jungs, es ist mega schade, hört auf. Wir haben es jedes Mal geil gefunden mit euch. Jungs, es ist mega schade, hört auf. Wir haben es jedes Mal geil gefunden mit euch. Wir lieben euch. Macht bitte in 3-4 Jahren Comeback-Show und wir sind dabei. Das habe ich nicht gesehen. Und das ist gestern um. Das war während eurer Show. 11:43. Das war während eurer Show. Ah, genau. Ja, das war von Mike. Funny. Es ist eine lustige Show. Wirklich, wir haben es nicht können, besser abschließen. Also ja, es war fucking voll. Ja. Es ist Love gewesen. Es ist ein fucking Love-Fest. Wir haben da auch mega viele Leute gesehen, die wir schon seit Zwiebeln nicht mehr gesehen haben. Und so. Das war wirklich cool gewesen. Also merci alle, die gekommen sind. Das ist wirklich insane. Wirklich der beste Weg, um die letzten 8 Jahre abzuschließen. Wirklich wunderschön. Und ja, ist geil. So, Micho, seine Kollegin, 8 Jahre gibt es sie. Meine Versus gibt es schon 10. Ja. Uns gibt es länger. Und uns gibt es noch. Ja, es war wirklich sehr gewesen. Es war wirklich sehr gewesen. Aber ich finde es schön, dass ich euch im letzten Konzert dabei sein konnte. Ja, sicher. Vor allem, dass ich euch im letzten Konzert mit euch mitspielen durfte. Ja, voll. Das war mega schön. Wirklich ein Erlebnis gewesen. Und nachher sind wir auch noch, nachher ist es noch weitergegangen im Merch-Table.
weil wir haben alle Shirts gratis geschenkt und wir sind sogar nicht alle losgeworden und es wie einfach Leute einfach so drei Shirts in der Hand haben gegeben und so wie, weißt, ich hätte so sagen so wie, Leute, wir brauchen eben Lumpen, weißt du? Wir brauchen die noch. Ja, haben wir noch? Ich nehme schon noch das Ja, Whiteout-Shirt. sicher. Und ja, und so haben wir noch ein bisschen mit den Leuten geschnurrt und ist geil gewesen, also wirklich top. Und ja. Ja, ich habe selten so. Der geilste ist der Vigi, der bei uns ein bisschen rumfilmen war. Hat mir so Tschüss sagen. Also, boah, du bist hure feucht. Und ich so, ja, und der Schweiß ist nicht von mir. Nein. Der ist von Danu und dem Tim und dem Mike. Ja, voll. Das war wirklich funny. Nein, es war wirklich eine tolle Show gewesen. Eben, merci auch, Juna, für Leben, dass wir dabei sind. Und es ist einfach cool. Wirklich coole Abschluss gewesen. Also wirklich besser wäre es unmöglich gewesen. Nein, es ist wirklich geil. Es war genauso chaotisch gewesen, wie es haben müssen sein. Alter. Es war einfach wild gewesen. Es sind alle Leute am Schlägeln gewesen. Ich habe noch eine Küssenschlacht mit der Lara gehabt. Stimmt, das habe ich gesehen. Im Pit. Haben das gesehen? Ja, sehr geil. Voll. Ja, cool. Ja, es ist gerade ein lustiger 30. für dich auch gewesen. Ja, also voll, es war fucking insane gewesen. Also gut, also erstens mal, ich hätte an meinem Geburtstag nie so eine fette Party gemacht. Same, ja. Ich habe es eigentlich auch gehasst, dass wir das Konzert spielen an diesem Geburtstag. Weil ich mache nicht gerne einen riesen Aufriss um mich herum. Ja. Und es war insane gewesen. Es war mega nice gewesen. Es ist, der ganze Abend ist einfach fucking sick gewesen. Ja, also eigentlich wäre es so peinlich wie möglich machen. Aber ja, haben wir auch, Alter. Schon. Auf die Bühne wäre ein bisschen so wie... Dann ist es für mich peinlich. Ich habe schon das Peinlichste gemacht, indem ich das so ein T-Shirt angelegt habe zum Spielen. Oh, das ist fucking sick. Oh, übrigens, ja, wie wir sagen. Das war von der Adrian, oder? Ja. Du hast ein richtig geiles T-Shirt bekommen. So richtig ein fucking... So der kitschige 90s-Style. Bruder, es sieht 1:1 aus wie ein T-Shirt, das der Michael Starr anlegen. Ich wollte so ein T-Shirt machen. Musst du dir sagen, ich kann es sicher abstellen. Sick, Alter. Das ist schon geil. Einfach das ist so Kinderbild von dir hinten und vorne einfach Bilder von dir. So im ja, das Kinderbild, Alter, es ist ein Foto, wo ich komplett am Arsch vor einem Teller Spaghetti hocke, wo ich nicht habe fertig essen mit irgendwie 4. Und es steht einfach drüber, I am aware of the effect I have on women. So fucking gut, Alter. Ja, richtig sick. Richtig geil. Ja, nein, es war eine coole Fest gewesen. Voll. Sehr geil gewesen. Wenn wir das noch machen, oder wenn wir... Nein, ich mache es nicht schon. Ich will auch jetzt drüber. Easy. Aber... Ja, das ist easy. Was war jetzt das gewesen? Wir haben das Patreon. Wir haben das Patreon. Hast du noch sonst irgendeine Ansage? Ich habe ja keine. Ich als jetzt investigativer Reporter, hört man von irgendjemandem von Whiteout in der nächsten Zeit noch etwas oder nicht? Wisst ihr schon? Hat irgendeiner von euch schon das Projekt? Nicht Fixes, ne? Nicht Fixes. Okay. Nein. Schade. Aber wenn es etwas gibt, dann hört es. Ja. Voll? Alter, ich bin so fertig. Ja, same. Aber ja, wir haben das Patreon. Falls du findest, dass was wir machen, ist cool und lohnt sich. Willst du ein bisschen mehr supporten, dann ganz patreon.com/metalcerebral suchen und du hast wird eine OG-Wurst, ich habe fast die Ansage vergessen, wird eine OG-Wurst. Wir der OG-Wurst. Wie der Tim von Polar Shift. Genau, warte schon. Der Dave von Safer Lost Breath. Genau. Was wir machen für unsere Patreons ist nichts Spezielles, aber wir bedanken uns bei euch herzlich und wir lassen auch eure Musik am Schluss vom fucking Folge laufen. Also, merci. Und wir nehmen ihr das Geld. Und wir nehmen das Geld, genau. Um nachher coole Sachen zu machen mit Metal-Server. Also wir nehmen es nicht für uns selber und gehen Gucci-Bags zu kaufen. Also, merci mal, Tim von Polar Shift, Dave von Safe and Last Breath, der Luki von der Kid Effect, glauben wir, heisst LB. Er hat immer noch nicht gesagt, dass es nicht ist. Voll, er hat es nicht gesagt. Nicola von People Die at the Fair, der Lenny von Opener Graniche und Jimmy hat auch mal eine Band mit dem Drummer von Paleface. Und der Bassist von Breath of Olga. Macht er noch Musik? Ich glaube nicht, nein. Er streamt. Wie heißt er auf Ich habe keine Ahnung. Schreib es mal. Und Mike von Her Name Was Claire. Merci euch für den Support. Das war Metal Server, Folge Nummer 45, Recap von der letzten Whiteout Show und die Show von Eversus und Fear Lab. Und let's say goodbye. Das war Whiteout gewesen. Ja. Vielen Dank, Whiteout. Merci 1000 euch allen. Merci euch alle. Merci Tim. Merci Danu. Merci Michu. Merci Mike und merci Ricky für die letzten 8 Jahre. Und merci an alle, die mit uns die letzten 8 Jahre geführt haben. Das war fucking sexy, fucking geil und wir sind mega dankbar und haben sehr schöne Erinnerungen mit euch gemacht. Ciao zusammen.